trinke unmittelbar vor dem Konzert, also wirklich bevor ich auf die Bühne laufe, trinke ich ein paar Schlücke Prosecco. So, ich sage dem so auf die Bühne fliegen. Und das funktioniert mega geil. Reden wir über Alkohol. Wie viel trinkst du? Also jetzt heute schon? Ich trinke vielleicht einmal in der Woche. Ich trinke relativ wenig Alkohol. Laut Statistik wahrscheinlich eher mehr als zu wenig. Ich trinke sehr wenig, aber aus dem Grund, weil bei mir braucht es extrem wenig und ich bin einfach extrem schnell besoffen. Gar nicht. Ich habe mit 18 zweimal, wo ich sagen kann, ich bin besoffen war und habe beides Mal so schlimm gefunden, dass ich wirklich, das ist nicht meine... Alkohol ist nichts für mich. Ich habe das nicht gerne und ich habe das Gefühl nicht gerne. Ich trinke so viel, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie viel ich trinke. Deutlich weniger als noch vor 10 Jahren. Wie bist du, wenn du betrunken bist? Ich bin jetzt betrunken. Was meinst du? Nein, ich glaube, ich verändere mich nicht so fest. Ich bin vielleicht mehr ruhiger oder lustiger, aber es ist nicht ein großer Unterschied. Lustig, noch lustig. Ich habe von mir selber das Gefühl, ich sei lustig. Ob das stimmt, müssen die anderen beurteilen. Eigentlich lustig. Eigentlich. Ich bin mega aufgedrüllt. Ich bin auch an der Grenze zu nervig, aber wirklich einfach so. Ich glaube, mir merkt man es mega schnell an. Und ich glaube, ich mag es eben auch gar nicht so gut vertragen, wie ich selber meine. Ich rede extrem viel und dann bei gewissen Arten von Alkohol werde ich so ein bisschen aggro. Zum Beispiel Weisswein. Gleich, einfach noch besser. Also ich bin ein scheuer Mensch, das glauben mir die Leute nicht, aber es stimmt. Und die Scheuheit ist natürlich komplett weg. Und dann bin ich, glaube ich, lustig und angenehm und irgendwann bin ich weg. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mittlerweile kann ich vielleicht sagen, hands down, ein gutes Bier ist alles, was ich brauche. Ich trinke sehr gerne Bier. Ich denke unter dem Strich ein Bier. Ich trinke natürlich auch gerne Wein, ich trinke auch gerne Grappa unter den Schnaps. Gin Tonic. Früher Hendrix, mit Abstand. Und jetzt vertrage ich irgendwie keinen Gin mehr. Wegen dem habe ich am liebsten trockenen Weisswein oder Aperol Spritz. Ich trinke gerne Wein, im Sommer auch gerne Bier oder auch Champagner. Also wenn ich jetzt wirklich noch ein Glas von irgendetwas haben könnte, dann wäre es wahrscheinlich ein Glas Rotwein. Ja. Verrat uns doch deinen besten Antikater-Tipp. Also wenn ich wirklich muss fit sein am nächsten Tag, gehe ich, und das glaubt mir niemand, aber es stimmt, gehe ich joggen. Und zwar direkt aufwachen, Katerfuck, raus, joggen. Nach einer halben Stunde ist er weg. Viel Wasser. Und wenn es irgendwie möglich ist, gleich sich noch ein bisschen bewegen. Also entweder ein bisschen laufen, wenn es sogar geht, noch vielleicht in ein Gym noch ein paar Übungen machen, wenn es irgendwie möglich ist. Zitronenwasser ist noch gut. Oder überhaupt einfach viel trinken, aber sonst ist einfach aushalten. Ich verzichte meistens auf den Kaffee, weil das macht mir dann wie so, weil ich gemerkt habe, wenn ich dann einmal noch einen Kaffee trinke am Kater, dann der Mix aus Müdigkeit und hibbelig, der ist irgendwie so explosiv, der führt nirgends hin, darum auf Kaffee verzichten. Mein Tipp gegen Kater ist Alka-Seltzer. Schon vorher auch, wenn es geht. Und fettig essen am nächsten Tag. Ja, nicht trinken ist natürlich der beste Tipp gegen Kater. Und sonst die eigenen Limiten kennen. Und am Schluss Bouillon trinken und Wasser und dann genug schlafen. Was war dein schlimmster Absturz? Wir sind im Rintal oft mit dem Velo in den Ausgang gegangen. Und dann sind wir einmal bei so einer Hütte, irgendeiner Party gewesen. Und dann habe ich gedacht, auf dem Highway, geil, besoffen fahren ist mir noch nicht schwierig genug. Ich versuche noch mit so einem Auge besoffen fahren. Habe das gemacht und dachte, okay, geht. Eine Geschichte. Boah, ja, wahrscheinlich schon, aber die sind jetzt nicht jugendfrei. Also ich mag mich noch erinnern, das war mit Grappa. Darum kann ich jetzt auch kein Grappa mehr trinken. Ich dachte, hey, zu in die Augen und freihändig fahren, noch die bessere Idee. Ich habe das gemacht, bin natürlich hoch über den Bogen. Haben wir da so alles aufgeschürft. Eigentlich hätte die Story dann zu Ende sein, aber kurz bevor ich die Hause war, habe ich gedacht, wieso nicht nochmal probieren? Es ist wirklich, ich bin am Morgen aufgewacht und ich habe mich noch nie in meinem Leben so schlecht gefühlt. Und ich habe gewusst, also wenn ich Grappa nur schon von weitem anschaue, wird es mir schon schlecht. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm gewesen. Und ja, also mit allem. Das volle Programm. Und dann habe ich nochmal mit so einem Auge und freihändig bin ich Velo gefahren und dann hat es mich nochmal voll übergespickt.
Und dann hatte ich mir da den Kiefer voll, also eine riesige Wunde gehabt. Platzwunde, und dann hatte ich aber Schiss gehabt, um meine Eltern zu wecken. Und dann habe ich einfach Auto gestöppelt, so mega betrunken. So. Und dann habe ich so, hey, was spinnst du eigentlich? Du stehst halb in der Straße rein, so, ins Spital. Ja, gehe seitdem nie mehr mit so einem Auge und freihändig Velo gefahren. Den wundert's. Wer macht das Schlusswort zum Alkohol? Ich brauche keinen Alkohol für mein Leben, damit ich durch den Tag durchkomme. Das finde ich irgendwie noch wichtig. Aber ja, zu einem feinen Essen, ja, darf es gerne mal ein Glas Rotwein sein. Zu einem coolen Match darf es halt ein Bier sein. Nach einem Konzert darf es halt einmal ein Gin Tonic sein. Ja, du merkst, es gibt viele Gelegenheiten. Und ja, man muss da für sich einen guten Umgang finden. Willst du noch mehr Taco Welt? Dann abonniere jetzt den Kanal.